Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, heute reden wir über das kommende Rennwochenende in Miami. Wir schauen die Strecke mal ein bisschen genauer an und sagen mal unsere Meinung, was uns gefällt an dieser Strecke und was nicht. Viele Teams bringen auch diverse Updates mit, um ihre Performance zu erhöhen, und wir schauen auch ein bisschen genauer darauf, welche Teams haben Updates mitgebracht und was sind das für Updates. Zudem gehen wir noch auf eure Fragen ein, die ihr bei uns in Discord reingeschrieben habt. Und zu guter Letzt geben wir noch einen Prediction ab fürs Qualifying sowie auch fürs Rennen in Miami. Wir wünschen euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Wir fangen direkt an mit dem Miami Grand Prix. Das erste Thema, da kann man auch sagen, das grösste Thema von dieser Woche auf jeden Fall. Das grösste Thema vom Wochenende kommt hoffentlich noch, weil ich habe viele Erwartungen an das Rennen, muss ich wirklich sagen. Mal ein paar kleine Track-Datas. Die Strecke selber hat 19 Corners, ist ja nicht genau neu, also das allererste Jahr, wo wir drauf fahren. Die 19 Corners sind verteilt auf 5,412 Kilometer. Und es gibt dann schlussendlich 57 Runden. In diesen 57 Runden können die Fahrer 3 Mal pro Runde das DRS öffnen. Und zwar einmal auf der Start-Finish-Straight, nachher nach Corner 9 und 10. Also das ist so ein kleiner schneller Rechts-Links-Sektor. Und nachher zwischen Corner 16 und 17, also auf der ellenlangen Gerade noch einmal. Und das bringt mich auch gerade zum ersten, was ich eigentlich auf dem Track ansprechen will, nämlich über 60% vermutet man auch, wird flat out sein. Also wirklich Bleifuß, komplett Vollgas auf dieser Strecke. Und das macht da wirklich, das macht Baku Konkurrenz, das macht Saudi-Arabien fast Konkurrenz eigentlich noch. Also man sieht da so ein bisschen einen Trend eigentlich, wo Ferrari, Formel 1 generell irgendwie einschlägt. Was ich noch lustig finde, weil sie haben, ich meine, Formel 1 hat immer Autos gehabt, wo viel Aerodynamik drin stecken. Who knows? Vielleicht wollen sie Teams so auch anregen, ein bisschen weniger mit Aerodynamik, sondern auch mehr mit dem Motor wieder zu arbeiten in Zukunft. Aber was es auf jeden Fall immer bringt, sind wirklich gute Overtaking Possibilities. Aber ich bin überzeugt, wir werden das Wochenende auch wieder, wir haben es so liebevoll DRS-Chicken genannt, werden wir 100% wieder sehen auf den Straights, wo sie dann werden. Es kommt natürlich darauf an, wo die Erkennungspunkte sind von der DRS-Zone, aber da denke ich, werden wir auch wieder so Spiele sehen, wo sie abbremsen etc. vorher. Also ich finde, es ist eine sehr spezielle Strecke. Ich finde aber auch the margin for error, wie sagt man das? Also so ein bisschen, oder man macht relativ schnell einen Fehler. Und das finde ich einfach relativ sexy, weil da gibt es immer wieder Crashes, es gibt immer wieder Safety Cars etc. Ich würde in meinen Augen sagen, wirklich eine sehr spannende Strecke. Ich weiß nicht, was haltest du von dem ganzen Layout und von dieser neuen Strecke? Also ich glaube auch, dass das Rennen wahrscheinlich spannend wird werden. Gehe ich mal davon aus. Also die Überholmöglichkeiten sind sicher da, wo ich ja zuerst mal, wo ich ja das Layout gesehen habe von Miami, und denke so, ja, wird sicher geil sein, um die zu überholen. Aber jetzt mittlerweile, wo man so die Strecke Final sieht und auch, auch ein paar Gameplay-Szenen natürlich sieht aus dem F1 22 raus, glaube ich, ist schon ein bisschen möglich, dass man dort kann, überholen kann. Also sicher nach der langen Backstraight in Kurve 17 rein, denke auch auf der Start-Zielgerade in Kurve 1 rein wird etwas möglich sein. In Kurve 4 rein wird auch etwas möglich sein und dann natürlich in Kurve 11 rein. Das Einzige, was ich ein bisschen, jetzt nicht kritisiere, aber halt ein bisschen, bin gespannt darauf, wie das wirklich dann wird sein zum Fahren dort oder beziehungsweise zum Schauen, ist so der ganze Kurvensektor 14, 15, 16, weil dort jetzt einfach brutal lang. Und es nimmt mich wunder, wie gut dass dort die Autos durchkommen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da recht viel Probleme wird geben wird. Aber sonst bin ich auch gespannt. Also die Strecke sieht interessant aus. Wie gesagt, ich lasse mich gerne überraschen. Es ist ja nicht das erste Layout. Es hat ja schon vorher ein paar Layouts gegeben von dieser Strecke. Also so wie wir sie jetzt aktuell haben, ist, glaube ich, irgendwie vor ein paar Monaten vor ein paar Monaten ist entschieden worden. Also zuerst hat es ein bisschen anders ausgesehen. Also, so wie es jetzt aussieht, bin ich voll happy, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ja, bin gespannt. Ja, also ich finde auch, ich meine, sie bietet wirklich ein bisschen etwas von allem. Man hat schnelle, geschlängelte Kurven, wo wirklich Driver-Skill gefordert ist. Auch bei dem eben 13, 14, 15, 16 Sektor, finde ich, ist wirklich Skill eigentlich muss vorhanden sein, dass du dort wirklich auch schnell durchkommst. Und du hast trotzdem auch die schnellen Straights für die Overtaking-Maneuvers. Ja, also sicher spannender als also der eine Grand Prix-Vorschlag wäre ja wirklich gewesen, eigentlich so einer Brücke geradeaus entlang, nachher eine kehren, Brücke nochmal geradeaus entlang und dann hat es dort nochmal einen Schlängeli-Sektor gegeben. Es wäre sicher cool gewesen für Spektakel, aber ich meine, ja, es ist schon noch Ja, ein gut. bisschen Ich scary. bin ganz ehrlich, wenn es so gerade ausgeht, das allererste Layout wäre langweilig gewesen. Ja, das wäre wirklich ganz langweilig. Also von dem her ist eigentlich so, wie die Strecke so jetzt rein optisch aussieht, vom Layout her wirklich cool. Ich denke eben, es wird unterhaltsam sein. Was ich einfach nicht hoffe, dass es wird passieren, aber es wird wahrscheinlich passieren, weil ja, wir reden hier von Amerika. Amerika ist ja bekannt, dass sie immer eine riesige Show machen. Und ich habe das Gefühl, dass die Show rundum fast grösser promoted wird als das Rennen selber. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Also, das ist natürlich jetzt, sage ich jetzt einmal, mein Aspekt. In meinen Augen finde ich es schade, weil ich interessiere mich für den Sport und für das Technische alles drum und dran und nicht für die Attraktionen ums Formel 1 herum, blöd gesagt. Also, es interessiert mich jetzt nicht, ob in Hard Rock Café ein, weiss ich wer auftritt oder dass irgendwie, weiss ich wie viele tausend TikTok-Promis dort sind oder sonst irgendwelche Promis, das interessiert mich eigentlich alles nicht. Aber ja, meine eben, wann ist es gewesen? Gestern Abend, also wenn ich das überlege, wegen der Zeitverschiebung, Mittwochabend, haben ja die dort so die Promotion ein bisschen gehabt von den Fahrern und Teams und alles drum und dran. Und, also du hast es ja auch gesehen, ich habe es auch ein bisschen gesehen und das ist ja absolut... Es ist einfach nochmal peinlich, sind wir ehrlich. Ja, und man muss auch wirklich sagen, die Formel 1 steht halt wirklich dort, jetzt in Miami, in Amerika, mit einem zweiten, nächsten, mit einem dritten Grand Prix halt einfach wegen Netflix. Ja, muss man 100%. Also, du hast es wirklich eigentlich gut beschrieben, es sind wirklich einfach auch Hobbyfans, die das dort gehen anschauen. Ja. Es klingt wirklich blöd, aber es ist ja so. Also, Formel 1 muss sich einfach wirklich. Sie müssen eine gute Balance finden. Ich finde, weißt du, es macht ja schon Sinn, dass es ein Spektakel rundherum gibt. Ich meine, gerade heutzutage muss man sich ja auch irgendwie verkaufen. Und das haben sie ja gut gemacht. Ich meine, die Fanbase ist extrem gewachsen. Ich hoffe aber auch, dass sie die Fanbase jetzt langsam ein bisschen anständiger integrieren. Also mit dem meine ich wirklich, dass man nicht nur noch auf Show geht eigentlich und dass eben wirklich geniale Oldschool-Strecken wie jetzt zum Beispiel Spa, Francorchamps, niemals wird rausgehen. Und ich meine, man ist sich ja immer noch nicht sicher. Aber das ist eine Katastrophe in meinen Augen. Wenn man 3 Rennen in Amerika eigentlich macht, über das wollte ich nachher auch noch schnell verlieren. Und man ist sich noch nicht mal sicher, ob man Spa weiterführen will. Weil Spa ist zum Beispiel gerade so eine Strecke, wo eben in meinen Augen als Formel 1-Fan einfach verstehen. Oder wenn du so etwas schaust, so ein Rennen, dort hast du viel Strategie und du hast mit dem Wetter immer kompliziert und speziell. Und ich finde eben, dass sie diesen Aspekt nicht verlieren dürfen, oder? Dass das Oldschool-Rennen fahren, oder? Das klingt so blöd, dass man dem überhaupt Oldschool sagen muss. Das dürfen sie einfach nicht verlieren, weil es ist der Kern des ganzen Sport. Und am Ende des Tages, da habe ich auch schon meine Meinung darüber geäußert, ist es einfach ein Sport und nicht Entertainment. Das sind nicht irgendwelche Gladiatoren oder etwas, das ist ein Sport. Und wegen dem, ich finde es eben nicht so schön, wenn man das zu fest verherrlicht, so ein bisschen Formel-1-Fahrer als Stars bezeichnen. Da muss jeder Formel-1-Fahrer für sich selber wissen, aber eben so Fahrer wie ein Kimi werden immer seltener durch das und das finde ich einfach, bringt einfach nicht das richtige Mindset drin. Jetzt, ich habe es vorhin gerade angesprochen, eigentlich 3 USA-Rennen. Das ist auch der Grund, wieso der Miami Grand Prix in Kritik geraten ist. Finde ich irgendwo durch schade, weil es ist eigentlich nachvollziehbar, 3 Rennen, weil es ist halt, Amerika ist nicht klein, also die USA ist nicht klein. Aber ich finde, bevor man eigentlich 3 Rennen in einem Land anstrebt, sollte man eher noch ein bisschen anstreben, vielleicht ein zweites Rennen in Südamerika, Argentinien, mal endlich Kyalami wieder zurückzubringen, Formel 1. Formel 1 Kyalami in Südafrika, excuse. Dort sind ja anscheinend auch wieder Talks unterwegs, aber
Ich weiss nicht, was haltest du von dem ganzen 3 Rennen in Amerika? Ich meine, das ist jetzt wirklich ein riesen Shitstorm gewesen, die letzten paar Tage. Also, ich sehe es eigentlich auch genau. Also, für mich ist es eben so. Ich bin so lange schaue ich Formel 1 schon und für mich ist das, ich weiß nicht, also ich fühle mich ein bisschen wie verarscht und irgendwie denke ich also, das ist ein schlechter Witz. Ich meine, nur weil durch einen Erfolg von einer scheiß Netflix-Serie hat jetzt Amerika 3 Grand Prix und eben wegen dem muss jetzt eventuell mit ein paar historische Strecken daran glauben. Und das geht so einfach nicht in meinen Kopf hin und ich fühle mich da, blöd gesagt, eben ein bisschen verarscht und auch so ein bisschen wie vor der Formel 1 in den Gang. Und eben, du hast schon mal gesagt, eben, die Formel 1 entwickelt sich momentan mehr eben so ein bisschen mehr so das Entertainment rein, statt mehr Sport rein. Das ist ja so. Es ist wirklich momentan mehr Entertainment als wirklich der Sport, wo ich angefangen habe zu schauen. Und das ist, also in meinen Augen tut mir das hure weh, muss ich wirklich sagen, weil es ist halt einfach nicht mehr das Gleiche wie früher. Und es kommen so viele neue Leute und ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, dass neue Leute in die Formel 1 kommen, also dass sich für die Formel 1 interessieren. Es ist ja auch gut, ich meine, schlussendlich Formel 1 existiert oder lebt ja schlussendlich auch nur von den Fans auch. Ich meine, die zahlen ja alles, oder blöd gesagt. Und ich meine, wenn keine Fans oder wenn niemand Formel 1 will schauen, hätte die Formel 1 die mal keine Sponsoren auf die Autos drauf, weil die Sponsoren auch wieder denken, ja, wieso sollen wir da Millionen reinbuttern, wenn das ja eh niemand sieht, schlussendlich. Also irgendwo hat es ja alles irgendwo eine Logik und es kommt ja immer wieder auf uns zurück, wir, die es schauen. Aber ich finde es einfach momentan sehr, sehr schade, wie sich das Ganze entwickelt. Also von mir aus müsste auch keine weitere Strecke irgendwie in Argentinien reinkommen oder eine weitere Strecke von Südafrika reinkommen. Ich verstehe es, dass man so Punkte anschaut. Ich würde auch eher das bevorzugen als jetzt zum Beispiel das Rennen in Vegas oder eben jetzt hier in Miami, weil ich finde, das Circuit of America in Texas oder in Austin ist es. Oh ja gut, ist ja Texas. Austin, Texas, ja. Ja, genau. Ist ja wirklich, muss man sagen, ist ja eine gute Strecke. Ja, also zum Zuschauen sicher. Zum Zuschauen ist selber fahren in F1 absolut toll, aber zum Zuschauen wirklich eine gute Strecke. Und ich finde es einfach schade, eben halt, dass man rein nur auf dem Hype, wo Formel 1 hat in Amerika, sagt, okay, wir müssen jetzt da noch verstärken, wir müssen noch mehr Geld rausziehen und darum gehen wir jetzt dort raus und machen 3 Rennen. Weil, sorry, ich würde jetzt immer noch, also jetzt rein vom Layout her, die Miami Grand Prix immer noch mehr bevorzugen als jetzt ein Vegas Grand Prix. Also wenn es mal reduziert wird wieder auf 2 Grand Prix und ich verstehe den Aspekt, dass man sagt, oh, ja hey, Amerika ist gross. Es kann nicht jeder also es können nicht alle Leute von Amerika nach Texas kommen, nach Austin. Das verstehe ich ja auch. Es ist ja nicht ein kleines Land. Darum sehe ich schon auch die Idee dahinter, dass man sagt, okay, wir machen eins an der West Coast, eins an der East Coast und eins machen wir eigentlich sozusagen ein bisschen zentraler in Amerika. Ich verstehe den Aspekt, aber gleich, eben wie gesagt, dass man dann nachher damit spekuliert, ja, hey, eventuell müssen wir ein paar rausschmeißen oder sonst irgendwelche Strecken, wo einfach eben legendär sind. Okay, wenn das Paul Ricard rausfliegt, die Strecke in Frankreich, mit dem kann ich noch leben. Wenn es jetzt Manicure gewesen wäre, wenn Manicure drin wäre, statt Paul Ricard, würde ich auch wieder rübergehen. Oh, ja. Aber es ist halt, ja, also wie gesagt, für mich müsste es mehr Rennen geben. Es sind in meinen Augen auch schon jetzt der nächste, sind es wie viele 24 Rennen? 23, 24. Ich gerade noch darüber reden, ja. Ich weiß es nicht, wie viele das sind, aber es ist für mich schon zu viel. Für mich wäre ideal 21 Rennen oder 20 Rennen fertig. Das lange nicht. Ja, absolut. Also da habe ich wirklich auch gerade drauf Stellung beziehen, weil ich meine, es ist ja eine riesige Geldmaschine geworden und alles und wir labern ja auch die ganze Zeit, man will ökonomischer werden, oder? Und irgendwo durch muss man dann auch sagen, hey, halt, also wenn ihr so viel reisen die ganze Zeit, dass das mit den CO2-Ausstoßungen könnt ihr mit den Autos noch so prahlen, dass ihr runtergehen und E-Fuel haben und weiss auch nicht was. Und alles nachhaltig und mehr über Hybrid. Aber wenn man dieser Weg viel reist, rein nur schon von dem Aspekt her, finde ich es einfach irgendwo durch ein bisschen schwach zum Argumentieren. Ja, das ist so. Und auch der Sergio Perez hat es, ich weiß nicht, ist es in einem Interview mit Sky gewesen, glaube ich. Mhm. Das habe ich gepostet auf Instagram, ja. Ah, okay. Ja, da habe ich das von dort her wahrscheinlich. Ich meine, dort hat er absolut recht gehabt. Die Mechaniker, die werden wirklich überfordert. Schlichtweg. Und wenn man noch mehr Rennen wird haben, dann wird man noch schon, also ganz sicher die Mechaniker einfach in der Schicht müssen haben. Dann musst du ein doppeltes Team eigentlich holen,
wo du nachher kannst, ja, die einen gehen an das Rennen, die anderen gehen an dieses. Also das ist eine völlige Katastrophe in meinen Augen. Und ich muss wirklich sagen, ich finde so allzu lange Season macht in meinen Augen die Championship langweilig. Also wenn wir jetzt halt nur so 16, 17, 18 Rennen haben, dann hast du nach 4, 5, 6 Rennen hast du schon mal eine grobe Ahnung, in welche Richtung das geht. Und klar, es kann immer noch einen Surprise-Winner geben, wie ein Sebastian Vettel, wo, was ist das, 2013, 14 umeinander. Ich weiß nicht mehr, welche Saison das war. Oder ist das sogar die Ich weiß erste... gar nicht, ich weiß nicht, auf was du rausgehen willst. Irgendwann hat er nach der Sommerpause ist er irgendwie 40 Punkte im Rückstand gewesen und hat dann nachher die Championship gleich noch geholt. Gegen, ich glaube, das war 2012 gewesen. Ja. Eben, und das finde ich eben viel spannender, oder? Wenn du eine kurze Season hast, kann ich mit so einer langen Season, mit dem Development Race gegen Ende, wird das wieder richtig ausgeglichen sein. Für mich ist es einfach ein bisschen nicht nur ein bisschen, es ist too much momentan. Ja, ich finde halt einfach auch, weißt du, auch, wenn es weniger Rennen würde geben, ist einerseits ist eben mal rein finanziell gesehen ist es besser für Teams, weil sie müssen weniger ausgeben für Reisen, für die Logistik und alles drum dran. Es ist besser für die Mechaniker, es ist besser wahrscheinlich auch für die Fahrer logischerweise, weil sie können sich besser vorbereiten. Plus, es ist spannender für die WM, weil die Fahrer sich nicht dürfen mehr Fehler erlauben. Wenn du 1, 2 Rennen, so jetzt zum Beispiel wie der Sainz, einen scheiß Start hast in der WM und das sind nur 16 Rennen, dann musst du dir den Arsch aufreißen, dass du noch kannst aufholen. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt jetzt, also klar, es ist ja nicht verloren. Ich meine, wenn jetzt das eins weitere 4 Rennen Scheiße fährt, ist es gleich auch vorbei, der gleiche Effekt. Aber du hast halt gleich mehr Optionen oder du kannst dir immer noch sagen, so, ja, im nächsten Rennen hole ich es wieder raus, blöd gesagt, weißt du? Und ich finde es halt einfach momentan bin ich einfach, was das anbelangt, nicht so happy und auch eben, was du noch gesagt hast, wegen Umwelt und alles, stimme ich dir voll zu. Eben, man schaut, dass die Autos weniger CO2-Ausstoß haben und man will, dass die Autos ab 26 neutral sind, also CO2-neutral sind. Aber du gehst wahrscheinlich mit dem Miami Grand Prix. Ich weiß nicht, wie lange ist jetzt der Miami Grand Prix? 2 Jahre, 3 Jahre? Ist er mal drin? Ich weiss den Vertrag nicht mal. Ich weiß es auch nicht, aber nächstes Jahr ist schon Miami ist schon drin und auch Vegas und auch Austin ist schon drin. Also, ich denke jetzt nicht, dass Miami vom Kalender her wird hinterher rutschen zu den anderen Grand Prix. Also gehe ich mal davon aus, die gehen Anfangsjahr auf Miami, dann kommen die Europarennen wieder und dann gehen sie dann auf Austin und dann müssen sie einfach halt schauen, dass Vegas gerade im Nachhinein kommt, weil das Hin- und Herreisen, wenn du nachher irgendwie wieder musst zurückgehen oder irgendwie nachher noch zuerst auf Mexiko und dann wieder rauf nach Amerika, dann macht es einfach gar keinen Sinn mehr. Nein, es macht wirklich gar keinen Sinn mehr. Also rein ökonomisch und eben auch, und das ist mir die Season wirklich extrem aufgefallen. Ich meine, die sind jetzt extrem viel hin und her geflogen. Bahrain, Saudi-Arabien ist noch einigermaßen in der Nähe wenigstens, aber nachher auf Italien und jetzt auf Amerika. Und das Ja, hat gut, dann nachher... nein, Dings war auch noch, ja. Australien? Down Under war auch noch, ja. Also und dann nach nicht mal, Saudi-Arabien war er noch dort gewesen. ja, und dann nicht einmal als Eröffner. Plus, dann haben wir jetzt noch den ganzen Ukraine-Konflikt, wo die Flugzonen nochmal verändert worden sind. Also dort von der Planung her wirklich eine Katastrophe. Und etwas, was mich dort eben auch stört, nicht nur die Planung, sondern eben auch der Sport leidet darunter. Und ich meine es im Sinn von, Teams haben die Updates nicht können bringen, die sie wollen, dann, wenn sie wollen. Und gezwungenermaßen, weil halt das eine Team doch ein bisschen etwas gemacht hat und das andere doch auch noch ein bisschen etwas gemacht hat, hat man jetzt auf Miami müssen neue Updates eigentlich reinbringen. Und überraschenderweise, na gut, das heisst überraschenderweise, ich glaube, die meisten Teams haben gewusst, jetzt muss langsam etwas kommen und das haben sie jetzt halt einfach alle die Updates auf Amerika übergeschleift. Ja, also gut, was ich noch reinschmeißen, du hast es gesagt, mit der Ukraine kann man aber nicht, also kannst du nicht ändern. Also weißt jetzt, den Kalender kannst du nicht anpassen wegen dem. Ich meine, das ist 2, 3 Wochen, glaube ich, vor dem ersten Rennen passiert. Und Ja, wenn das die stimmt. Veranstalter, Also, gerade zum Beispiel Australien und so, die tun meistens schon ein halbes Jahr vorher Zeug vorbereiten. Ja. Also da muss ich die Formel 1 ein bisschen in Schutz nehmen, die können ja das auch nicht managen, denn was um die Welt herum schon noch passiert. Aber eben, was du noch gerade gesagt hast, wegen Updates, eben, das stimme ich dir auch zu, weil jetzt müssen die ganzen Updates müssen die nach Amerika mitbringen, dass sie immerhin
immerhin mal ein bisschen Performance rausholen aus gewissen Autos raus. Ja, und eins von diesen gewissen Autos ist ja der Mercedes W13. Ne? Die haben sicher, ich glaube, das grösste Update-Package mitgebracht. Und ich sage das grösste Update-Package, weil sie den Hauptfokuspunkt vom Auto verändert haben. Und zwar der Unterboden. Wir haben hier so ein Foto. Leider sehen wir nicht den Unterboden selber, sondern nur wir sehen den Unterboden von oben. Also wenn er noch nicht montiert ist quasi. Und dann sehen wir noch ein bisschen Technik etc. Aber was mir schon von vorneweg auffällt, ist, im Vergleich zu anderen Autos wirkt es relativ kompliziert von der Kanalführung her, wo sie haben. Und sie haben eben auch wirklich 4 riesen Platten. Und nicht wie Red Bull quasi, wo eigentlich die machen mehr so 2 Tunnel mit diesen 4 Platten. Sie machen wirklich 4 einzelne Tunnel, so wie es aussieht. Und ja, ich weiß nicht, ob der Mercedes langsam ein bisschen zu überkompliziert wird oder ob das dann eben schlussendlich so genau die Lösung ist, die sie brauchen. Am Ende des Tages bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was es der neue Unterboden bringt. Und kann ich erzählen, ich glaube, es ist nicht das Einzige, was sie mitgebracht haben. Nein, also Heckflügel, soviel ich weiss, tun sie auch noch anpassen. Da hat sie ja schon in Imola gesprochen, dass sie den ändern, aber haben sie ja nicht gemacht. Der wird jetzt aber auch geändert werden, der Heckflügel. Und, glaube ich, noch die Frontflügel. Der Frontflügel, ja, der aussieht, als ob ein paar Baby da rumgecatcht hätten. Genau, ja. Also nicht nur der Frontflügel, beziehungsweise die sieht man es eben auch gerade am meisten. Sie haben auch Farbe weniger drauf. Also sie folgen jetzt da wirklich so ein bisschen Williams im Prinzip. Noch mehr Carbon, weniger, wie sagt man dieser Farbe? Teal, sagt man ja, den Petronas Teal oder so immer, und weniger Silber. Aber der Frontflügel, der sieht wirklich noch speziell aus. Der ist so ein bisschen gewellt. Und desto mehr dass er gegen ihn, also gegen die Nase selber zieht, hat er einen Gurney-Flap. Also Gurney-Flaps, das sind eigentlich so wie, ja, was soll ich sagen, so Zentimeter-Höhe, kleine, ja, Flügel eigentlich, die nochmal rausstehen. Aber es sieht so ein bisschen speziell aus. Und ich weiß nicht, ob sie mit dem, das habe ich ja schon mal erklärt, im ersten oder zweiten Podcast, ob sie mehr Vortex machen mit denen. Also so ein bisschen, ja, Tornados, die eigentlich die Luft abschirmen oder an einen Ort hinlenken. Anyway, sieht es auf jeden Fall sehr spannend aus. Und jetzt, ja, ich meine, in meinen Augen zeugt es davon, dass sie vielleicht die ganze Unterbodenphilosophie halt geändert haben, weil der Frontflügel leitet oder die Luft auch in den Unterboden, oder? Ich denke mal, dass sie das Wochenende wirklich etwas ganz Neues werden, who knows, ausprobieren oder gemerkt haben, dass das der richtige Weg ist. Mal schauen, was wird passieren. Also Mercedes sicher mit dem dicksten Update, aber auch das Team, das es am nötigsten hat. Ja, weil, sind wir ehrlich, also wenn Mercedes noch mitfight in der Championship, dann müssen sie jetzt kommen mit guten Updates, weil sie können es sicher jetzt noch umreißen, das Ruder, aber sie müssen wirklich die Updates bringen, die sie brauchen, dass sie können auch wirklich vorne mitfahren. Ich denke jetzt nicht, dass die Updates den gewünschten Effekt bringen, bin ich ganz ehrlich. Ich denke nicht, dass da jetzt gerade das Wunder passiert und sie werden wieder vorne mitfahren. Das braucht, wenn, dann noch ein bisschen länger. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht, ja, hier und da ein bisschen werden vielleicht ein bisschen schneller sein. Oder dass sie immerhin das Purposing oder das Purposing oder das Bouncen oder wie auch immer, dass man dem sagen, dass sie das ein bisschen reduziert haben. Dann. Ja, also das müssen sie auch unbedingt in den Griff bekommen. Ich meine, es ist das, wo ihnen am meisten Zeit klaut. Weil ich bin schon der Überzeugung, wenn sie das Auto so tief könnten fahren, wie es eigentlich gedacht wäre, und der ganze Purposing-Effekt weg ist und wegen dem musst du das Auto nicht höher machen, ich glaube, wäre das Auto wirklich verdammt schnell. Ich meine, es ist eine sehr innovative Idee, die sie hatten mit dem, ja, für Schlusszeichen No-Sidepod-Design, oder? Und sie haben mich wirklich, also beim Preseason-Test hat es 2 Teams gegeben, die mich wirklich vom Hocker gehauen haben. Und das war wirklich Mercedes gewesen, und mit dem allerletzten Update-Pack nachher Red Bull. Hast du einfach gesehen, dass die sich wirklich einfach viel überlegt haben. Also ja, Ferrari müssen wir gar nicht davon reden. Das ist natürlich genial, was die sich dort überlegt haben mit diesen Badwannen an den Seiten, oder? Ja. Aber ja. Ja, und Stichwort Red Bull, ich glaube, zu denen Ganz genau. grad, weil auch Red Bull hat auch wieder ein Update mitgebracht. Und zwar der Heckflügel, den haben sie auch noch mal ein bisschen verbessert. Also wir haben hier ein Bild vom neuen Heckflügel, aber ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was geändert wurde, weil ich den alten Heckflügel nicht im Kopf habe und der neue, also sieht für mich nicht anders aus, aber sie haben offensichtlich oder offenbar etwas geändert
wo jetzt wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. Ich weiss nicht, siehst du etwas, aber... Nein, ich sehe auch nicht. Das sieht einfach immer aus wie eine grosse Sitzschüssel. Also. Ja. Also, laut Technik ist das geändert worden. Also der Heckflügel von Red Bull, der ist angepasst worden, aber ja, Red Bull hat ja schon in Imola ein grosses Update rausgehauen, wo ja wirklich gut funktioniert hat, wo ja Gewichtoptimierung, glaube ich, überwiegend war. Ja, und Reliability, glaube ich, auch. Aber, ja, also ja, müssen sie ja, nach diesen Desaster, die sie da jetzt die ersten paar Rennen hatten, ist das wirklich fällig gewesen. Aber ob jetzt da mit dem Heckflügel Gewichtsoptimierung eher ist oder wirklich Aero, sei dahingestellt. ein Team, wo man relativ, also ich sage relativ, eine gute Veränderung sieht, ist McLaren. Also sie haben etwas am Frontwing geändert, dort fällt mir zwar nicht spezifisch auf, was dort anders ist, er wirkt ein bisschen flacher vielleicht. Ja, aber nichts speziell, aber die Nase selber, dort haben wir wirklich ein Foto, also die sieht jetzt von zuvorderst bis hinten flach und viereckig aus. Das sieht wirklich noch spannend aus. Also das wird sicher den meisten auffallen. Und ich glaube auch, also wir werden es dann wirklich sehen, aber ich denke, sehr viele Teams werden jetzt Williams folgen und mit der Farbe zurückgegangen sein. Es ist auch bei Alpine, denkt es mir, ist weniger pink auf dem Frontflügel drauf. Ja, also was ich noch sagen zum McLaren Frontflügel, der oberste Flap, der ist einerseits extrem steil gestellt, also jetzt auf dem Bild, wo wir da haben, aber eben, das wird natürlich immer noch justiert, wenn man den fährt. Aber ich finde es krass, wie der hinten, also wie der runtergeht, so weißt du, so dem Sideplate, Ja, der auf der Seite raufkommt, es geht so extrem steil runter. Also ja, ich bin gespannt, ob der etwas bringt. Und ja, aber der Dings bei der Alpine, wie du schon gesagt hast, mehr Carbon, weniger Farbe drauf, plus auch die geschwungene Oberlippe dort, also auch vom obersten Plate dort, sieht einfach, also, oder vom Flap besser gesagt, sieht einfach ja, auch recht speziell aus. Vor allem, ich glaube, wenn du richtig her schaust, ist das eine Kante, die noch aufsteht, eine kleine Carbonkante. Ja, das ist eben die Gurney-Flap, die ich die ganze Zeit davor schnorre. Also, und die ist dann wirklich extrem lang, sogar extrem. Über das ganze Band, ja. Also warte mal, ich schaue jetzt da noch McLaren, du siehst es eben nicht so gut. Also ich meine, also wenn du das jetzt so anschaust, wenn du Frontwing ein bisschen anstellst, das produziert doch nur Drag. Wie sagt man Drag auf Deutsch? Das alle auch verstehen. Also was meinst du, Luftwiderstand oder was? Ja, Luftwiderstand. Also ich meine, das sieht in meinen Augen nicht aus, als ob das jetzt die Front wirklich abdrückt, sondern es sieht mehr aus, als ob es das Auto hinterzieht im Wind. Ja, bremset. Ja. Also keine Ahnung. Also es gibt McLaren, Alpine hat eben 2 Frontflügel mit dabei, also wir haben da 2 Bilder. Bei einem haben sie den Flap haben sie eben nur ganz leicht auf der Seite angesetzt, haben aber in der Mitte weniger oder gar nicht, besser gesagt. Und beim anderen haben sie ihn durchgezogen bis eigentlich fast an die Nase her. Ja, mal schauen. Also ich denke, Alpine wird in den ersten 2 Trainings Frontflügel testen, mal schauen, welcher das besser funktioniert auf der Strecke und auch allgemein mit Performance bringt. Aber es sieht echt spannend aus. Also Alpine ist auch wieder ein bisschen dran, da etwas am raushauen. Mal schauen. Ich bin noch ein bisschen am strugglen. Also es ist wirklich gerade so, such den Unterschied zwischen nein, das ist, oh mein Gott, jetzt realisiere ich das. Das Foto von dem Ferrari Frontwing, weil es so einen roten Balken hinten hat beim Ferrari, also einfach es sieht so aus, als ob es 2 verschiedene Fotos wären. Nein, es ist ein Foto. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, logisch finde ich keine Unterschiede zwischen den beiden. Das sind ja genau die gleichen Frontflügel. ja, nein, das ist kein Unterschied. Also beim ersten Moment habe ich gemerkt, bei dem Sideplate auf der linken Seite dort der schwarze Balken unten. Ja. Ich dachte so, aber das ist einfach der Stammfuß von hinten von der Wand. Ja, und nachher auf der rechten Seite sieht es eben auch noch mal so aus, als dort so ein Wägeli steht. Ja, genau. Nein, also der Ferrari bringt auch noch mal einen neuen Frontflügel. Muss jetzt aber auch ehrlich sagen, was da neu ist, keine Ahnung. Da ja Ferrari vorne schon als schwarz gelegt oder voll Carbon gemacht hat, sieht man jetzt auch nicht irgendwie einen separaten Flap oben durch oder auf der letzten Linie oben. Ferrari bringt aber auch noch, da haben wir jetzt kein Foto, aber das habe ich schon jetzt ein paar Mal gelesen, bringt angeblich auch noch einen neuen Heckflügel. Und da glaube ich ziemlich grosse Veränderungen noch, ja, genau, wo sie aber dann wieder wirklich auf das Niveau von Red Bull aufbringen, also von der Leistung her.
Genau, also die Sind sind wir mal sicher so das gespannt. Team mit der zweithöchsten oder zweitgrößten Update, die sie eigentlich bringen. Mhm. Genau. Dann McLaren hat ja auch noch, ich glaube, das sind die allerletzten, stimmt das? Nein, McLaren hat noch die Nase, glaube ich. Ja, genau. Genau. Also ja, die Nase, nein, aber Bremsen. Ja, Bremsen noch, ja, genau. Dort haben wir vorhin schon darüber geredet und jetzt sind wir wirklich ein bisschen am Spekulieren. Also die Abdeckung, das Foto, das wir haben, ist die Grundabdeckung, also der grosse Verstauer, der rundherum ist weg, oder? Und es sieht mega speziell aus, weil man hat so ein bisschen, man sieht fast die Bremse eigentlich, wie es so ein bisschen verlötet ist und alles, wirklich Metallteile. Und unten dafür hat es so ein Carbonteil, wo anstatt über die ganze Bremse drüber, in der Mitte von der Bremse nach innen wegzieht. Und zuerst habe ich gedacht, hey, was ist das? Und der Kasel hat noch einen guten Punkt gebracht. Das sieht fast aus wie so ein, bisschen ein Luftkanal. Also vielleicht haben die irgendeine intelligente Lösung gefunden, ihre Temperaturen endlich ein bisschen besser in den Griff zu bekommen von ihren Bremsen. Also ich bin gespannt, was es ist. Aber ich meine, mit dem haben sie ja am meisten Mühe gehabt. Who knows? Vielleicht ist es jetzt ein endgültiges Update, wo sie wieder, ich sage, zum viertbesten Team machen können. Schau jetzt mal, wenn jetzt mal das genau anschaust, das Bild, also jetzt eben gerade die Platte, wo ihr dann unten rauffahrt, da ist ja dort so ein schwarzes Teil, wo so, also ich weiß eben nicht mehr. Rechts nebendran. Ja, also du hast ja das Teil, das unten raufkommt, und da hast du so wie einen roten Strich dort Licht oder so orangigen Strich noch dazwischen. Siehst du den? Also, wie soll ich das beschreiben? Ja, also ganz am Ende von dem Carbonteil. Genau, und dann hast du so, und dann hast du nebenan so ganz dunkel etwas Schwarzes. Für mich sieht das ein bisschen aus wie eine separate Öffnung. Und was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht Luft dort reinlassen, eigentlich um die ganze Bremse laufen und nachher dort unten durchziehen und nachher hinterher lassen wieder. Als Kühlung. Ja, das könnte sein, ja. Also ich weiß es nicht, aber es sieht mega danach aus, Ich mein, weißt du, dass so sie die Luft Sachen- eigentlich um die ganze Bremse umziehen lassen, eigentlich. Also wenn sie das so machen, dann bleibt die Luft länger um die Bremse um und die Luft, die rundherum geht, kann sich mehr hitzen. Und so Sachen werden dann nachher auch oft ein bisschen für die Aerodynamik gebraucht, um eben die Luft auch ein bisschen zu leiten, weil heiße Luft geht gegen gut und geht raus. Mhm. Oder? Und das ist natürlich auch nochmal ein anderer Punkt. Aber ich sehe, was du meinst, ja. Es sieht auf jeden Fall noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten aus zum Kühlen, weil als Bremse sieht extrem offen aus jetzt bei McLaren. Ja, also gut, der Teller kommt natürlich auch wieder drüber, also darf man nicht vergessen. Das wird ja natürlich alles nochmal abgedeckt. Ja, das ist ja so. Gut, aber wenn es abgedeckt wird werden, wäre das, was ich gesagt habe, eigentlich nicht möglich. Weil ich glaube, es wird gar keine Luft herkommen. Ja, wir müssen uns überraschen lassen. Mal schauen, ob es etwas bringt. Ich hoffe es mal für McLaren, weil die haben ja wirklich Bremsprobleme gehabt. Aber McLaren ist eigentlich wirklich so das Team, wo sicher die beste Entwicklung hat jetzt Anfang Saison 2022. Also wie sich die jetzt entwickelt haben von der Performance her, echt stark. Und ich hoffe, dass sie den Trend wirklich weiterfahren können, auch in Miami, dass sie da auch wieder gute Punkte holen. Ja, ich meine, vor der Saison habe ich es öfters gesagt, ich weiß nicht, ob wir so mal auf Aufnahme drauf hatten, also was ich eigentlich wirklich mein Wunschszenario gewesen wäre ein McLaren gegen Ferrari-Fight. Also das wäre wirklich mein absoluter Traum. Aber ja, es hat es jetzt halt das Jahr leider nicht gegeben, aber ich mag es im Team wirklich gönnen. Ich meine, so einen schnellen Umschwung, wie die hatten, das hat man selten mal gesehen in der Formel 1. Und für das brauchst du halt wirklich einfach auch gutes Personal, gute Engineers, wirklich kluge Köpfe, die wissen, was sie machen, oder? Ja. Nicht zuletzt braucht es ja in dem ganzen Sport auch einfach immer Leute, die wissen, was sie machen. Und ja, das ist natürlich extrem weit weg, dieser Übergang. Aber auf was ich eigentlich schlussendlich raus will, ist, man braucht auch gute Fahrer. Gute Fahrer. Jetzt habe ich gemeint, du gehst jetzt auf das raus, wo der McLaren-Dude noch gesagt hat, über den Hamilton. Ich habe gemeint, jetzt kommst du mit dem noch. Ah, so. Hast du dort noch etwas? Ja, ich weiß es eben nicht mehr ganz genau, aber lass mich schnell kurz noch nachschauen. Und zwar hat der McLaren-Fahrer irgendetwas gegen den Hamilton rausgelassen, aber ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ah ja, er hat einfach gesagt, im Netz hat er eine Beleidigung mit «was für einem Wichser», hat er zum Hamilton gesagt.
what the fuck? Und der McLaren ist jetzt da dran. Also wahrscheinlich, also sie haben ihn, glaube ich, schon rausgeschmissen. Ja, ich hoffe es mal schwer. Also, Ich habe gemerkt, du willst jetzt auf Ich den hoffe, es Übergang geht schwer. übergehen, aber ja, dann machen wir weiter mit den Fahrern. wir machen weiter mit den Fahrern. Und zwar machen wir weiter mit den Schweizer Fahrern. Eine geile Frage vom Joel, glaubst du, wenn es mich nicht täuscht. Genau, ja. Ja, genau, vom Joel. Er hat sie über Discord gestellt. Die hat auch 3 Likes und 3 Flämmchen bekommen. Absolut verdient. Und zwar geht es um, wie gesagt, Schweizer Fahrer, also Formel 2 Fahrer. Er hat gefragt. Der Ralf Boschung hat ja in Imola ein Podium in der G2 geholt. Darum frage ich, wie ihr seine. Sorry, in anderen Akzenten lesen killt mich jedes Mal. Darum frage ich mich, wie ihr seine Zukunft einschätzt. Denkt ihr, er hat das Potenzial zum in die Formel 1 zu kommen oder nicht? Wer wieder mal ein nice Schweizer F1-Fahrer zu sehen? Also ich glaube, Schule ist Innerschweizer. Ja, Also gut. da ist gerade etwas beim Gabo umgekehrt über diese Frage. Also, wie es geschrieben wurde. Ja, Nein, also gegen wie es geschrieben wurde, ist, aber es ist auch lustig, wenn, also ich habe es auch Mühe, wenn jemand auf Berndeutsch schreibt, also ich. Berndeutsch, wenn jemand Berndeutsch schreibt oder Baseldeutsch oder so, ja, oder ich kann das Samis auch nicht lesen. Das Ja. auch, also für mich ist das der Horror manchmal. Aber nein, merci vielmals für die Frage, Joel. Also auch da, ich tue jetzt schnell kurz reingrätschen. Falls ihr Fragen habt und ihr möchtet auch Teil vom Podcast sein und denkt mal so, es wäre noch mal gut zu wissen, was die zwei Nasen denken, die den Podcast machen. Dann schreibt gerne das in unseren Textkanal rein auf Discord in Unsafe Release Podcast. Könnt gerne reinjoinen. Den Link findet ihr, wenn ihr einfach auf unser Profil geht, auf Spotify oder Apple Podcast oder auch auf Google Podcast. So, jetzt sollst du weiterreden geben. Perfekt. Das ist eine Frage, die mir sehr gut gefällt, weil eigentlich seitdem ich jedes Formel 1 Rennen schaue ich auch fast jedes Formel 2 Rennen. Ja, wirklich nur fast. Es gibt schon Rennen, die mich einfach null interessiert haben. Vor allem letzte Season, wo sie da 2 Sprintrennen gemacht haben, hat es mir aber ein bisschen abgehängt. Aber ich habe miterlebt, wie der Boschung aus der F2 rausgeschmissen worden ist und ich habe miterlebt, wie er wieder reingekommen ist. Ich habe auch den Louis Deletras miterlebt. Und wenn wir jetzt rein mal auf eine Boschung Bezug nehmen, wenn wir realistisch sind, glaube ich es eher weniger. Ich bin aber nicht so sicher. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sein Fahrtalent genug würde länger, dass man mal wenigstens sicher einen Formel 1 Test könnte machen etc. Aber ein grosses Problem, das der Boschung hat, ist ja, dass er sein eigenes Management ist. Er hat niemanden, der hinter ihm steht. Er sucht sich alle seine Sponsoren selber raus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bub wirklich noch anständig den Grind dazu hat, sich nur aufs Fahren zu konzentrieren. Und etwas, was mir bei ihm halt immer auffällt, ist, er ist stark im Qualifying. Er ist wirklich stark. Aber in den Rennen, entweder stagniert es einfach und er bleibt dort, wo er ist, oder er geht einfach zurück. Also in den Rennen fährt er sehr selten führen. Ich meine, auch das Podium, das er in Imola geholt hat, das hätte sein erster Win können werden. Und ich weiß nicht. Mich dünkt, vom Fahrtalent wäre eigentlich genug um, aber ich denke, er braucht einfach ja, das Management, wo ihn halt einfach auch ein bisschen mehr unterstützt. Und ich muss wirklich sagen, ich finde es schade, dass da auch Schweizer Firmen, Schweizer Sponsoren nicht hinter ihm stehen, dass auch sauber nicht hinter ihm steht und dass auch sauber nicht hinter einem Teletras gestanden ist. Aber über den reden wir nachher noch schnell ein bisschen. Also in meinen Augen, ich glaube, wenn er den Grind mit dem Fahren hat, hat er das Potenzial, vielleicht mal 1-2 Jahre in der Formel 1 zu fahren. Er ist aber wirklich nicht super Kaliber in dem Sinne. Er ist definitiv ja, nicht Lando Norris Level, sagen wir es so mal. Das sind klare Wörter, hä? Ja, ich meine, also so sympathisch wie er mir ist und so gern ich auch wirklich wieder einen Schweizer Fahrer in der Formel 1 will, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, wenn ich würde sagen, das ist das Nächste, wo wir an einem Schweizer Formel 1 Fahrer sind. Ja, also schau, ich bin ja einer, ich schaue ja eigentlich gar keine Formel 2. Also bei mir ist ja wirklich nur Formel 1, wo ich schaue. Dementsprechend bin ich also, was Nachwuchsfahrer anbelangt, nicht so visiert wie jetzt du zum Beispiel. Ich verfolge es immer so zwischendurch mal etwas oder halt eben, ja, wenn es mich gerade so interessiert, sage ich jetzt mal.
Ich sehe es ganz ehrlich so, ich denke nicht, dass wir in den nächsten paar Jahren einen Schweizer Formel-1-Fahrer werden haben, rein eben finanziell technisch, wie du schon gesagt hast. Er hat ja auch keine Sponsoren in dem Sinn, oder keine Academy, die ihn Ja, fördern also in dem Sinn. sein grösster Sponsor, Fun Fact, ist einfach ein guter Kollege von ihm, wo, glaube ich, einfach irgendwie durch, ich weiß nicht, ob er durch Bitcoin-Farming oder irgendetwas wirklich einfach steinreich geworden ist oder irgendeine Firma. Aber es ist einfach ein Kollege von ihm, der ihn hauptsächlich sponsert. Ja, und das wird's auch, ich denke auch in Zukunft wird es nicht so weit kommen. Also das Ding ist halt einfach eben das, in meinen Augen der Grund, wieso dass wir einfach keine Schweizer Rennfahrer haben, also jetzt rein in der Formel 1 oder sonst auch, es gibt ja schon Schweizer Formel 1 oder ja nicht Formel 1, aber Schweizer Rennfahrer, gerade so zum Beispiel der Nico Müller, DTM zum Beispiel. Nico Müller, also generell DTM in der WEC, also World Endurance Championship. Wir haben Genau. schon viele Fahrer, das ist Genau. so, ja. Der Grund ist ganz einfach, es ist günstiger, schlussendlich. Oder Ja. du kommst als Sponsor, ist es halt einfach auch, du musst so viel Geld reinbuttern, wie jetzt zum Beispiel die Formel 1 oder auch schon in die Formel 2, musst du auch schon extrem Generell viel Geld reinlassen. Alles, was Open Wheel ist, also keine Abdeckung auf den Rädern hat oder keine ganze Karosserie hat, ist einfach sauteuer. Ja, weniger Werbefläche, ganz einfach. Wegen dem ist das? Ach Nein, so. aber weißt du, das Ding ist halt einfach das, ich denke, das Grundproblem, wieso das nicht so viele Schweizer Formel-1-Fahrer gibt oder allgemein Schweizer Rennfahrer, ist halt einfach das, weil wir halt einfach ein Rennverbot haben, auch in der Schweiz. Heisst, wir können das nicht so promoten wie Rundkurs. Ja, Rundkurs. Ja, aber einer, der Bergrennen fährt, der kommt nicht in die Formel 1. Weißt du, was ich meine? Ja, richtig. Und Das ist es so. das Ding ist halt einfach eben das, wenn das Gesetz drin ist und das auch nicht richtig promotet werden, eben halt mit Rennen in der Schweiz oder weiss ich was alles, dann ist es auch logisch, dass sich da nie etwas Grossartiges ausentwickeln. Klar, wir können Kartsport betreiben. Es ist auch vor ein paar Jahren auf 125 Kubik erhöht. Das ist ja alles wie lange nicht gewesen. Ja. Und klar, man sagt ja immer, in Open Wheeler muss man vorher Kartsport gemacht haben, oder allgemein muss man Kartsport eigentlich gemacht haben, dass man eigentlich so in die Renngeschichte reinkommt. Aber es ist halt einfach auch saumässig teuer alles. Und wenn du halt von klein her nicht einen Sponsor hast, wo eigentlich so dich unterstützen, dann dann macht das niemand. Ich meine, ein Schweizer, ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Schweizer Unternehmen hätte, das recht viel Kohle hätte, und ich würde mir jetzt überlegen, soll ich jetzt da einen Post sponsoren, der eventuell Potenzial hätte für die Formel 1 rein, oder soll ich mir nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, Schweizer Fußball sponsoren, da bin ich auf einem Trikot drauf. Ich Oder weiss, das ganze Formel 1-Team, weil das Cash haben wir eh. Ja, nein, weißt du, es geht mir um das, der Ja. Schweizer, wo du Umsatz machst in deinem eigenen Land, sage ich jetzt mal, als Werbeträger. Wenn ich jetzt eben einen Schweizer Standpunkt hätte, ist für mich viel lukrativer, wenn ich Werbung auch in der Schweiz mache. Sprich eben auf Fußball-Trikot bei einem Fußballverein, wo in der Dings, keine Ahnung, Superliga. Ich kenne mich nicht aus beim Schweizer Fußball, ganz ehrlich, da bin ich so weg. Aber da gehe ich lieber IB oder Basel sponsern. Weißt du, was ich meine? So. Ja, also ich denke, was sich eben für Schweizer Motorsport eben noch durchdrückt, ist, dass es. Also, meine Erklärung ist relativ simpel. Schweizer Rennsport wird als Familienunternehmung angeschaut. Weil, wenn man schaut, wo sind wir im Rennsport vertreten? World Endurance Championship mit Cool Racing beispielsweise. Es gibt auch ich glaube, mit der DTM gibt es auch ein Swiss Racing Team. Oder? Aber es sind alles immer so Operationen, wo du unter Kollegen untereinander kannst aufbauen. Mechaniker, die sich gegenseitig können in der Schweiz. Strategen, die sich gegenseitig können in der Schweiz. Oder? Es sind immer so kleine, wirklich familiäre Teams eigentlich. Und ja, es gibt halt einfach genau mal in der Formel 3 ein einziges Team und ich bin mir nicht mal mehr sicher, wie die heißen. Mal schauen, vielleicht finde ich es noch raus während dem da Teams, warte schnell. Wie heisst es? Jenser Motorsport, oder? Die haben dieses Jahr fahren die zum allerersten Mal in der F3. Aber auch das ist ein absolut kleines Familienunternehmen. Die haben vorher, glaube ich, WEC sind sie gefahren und mehr glaube ich noch nicht. Also das ist einfach das Problem. Also das Gedankengut vom Schweizer Rennsport liegt nicht in diesen Grossfirmen, oder? Okay, sauber. Ja, Kein Thema. Gut, oder? Dings, Emil Frey hat auch Motorsport, fährt ja auch. Hat auch, aber kein Open Wheel. Ja,
weil das zu teuer ist. Kein Open Die Wheel, weil machen es das einfach nicht, zu weil es teuer zu teuer ist, ist. Aber oder? Es gibt, sie haben ja sauber gesponsert. Aber genau, mehr auch nicht. das ist ja so. Es gibt einfach zu wenig Teams oder zu wenig Firmen, die sich grossartig dafür interessieren. Und das, glaube ich, wie du schon gesagt hast, liegt einfach auch ein bisschen an dem Rundkursverbot, das wir haben, oder? Dass man nicht anständig überhaupt kann trainieren kann, oder? Ja. Aber ja, und wie du auch gesagt hast, zu wenig gute Nachwuchsfahrer. Also, ich finde es jetzt schade, hat ein Teletras nie eine Chance bekommen. Andererseits muss man aber auch sagen, beim Teletras das Gleiche wie beim Boschung. Kaum ist es darum gegangen, Wins zu holen etc., ist bei ihm einfach immer stecken geblieben. Es ist nie wirklich vorwärts gegangen. Er hat keine grossen Podiums geholt, schon ab und zu mal. Ich glaube, er war einfach zur falschen Zeit beim falschen Team gewesen auch. Für die es ein bisschen verfolgt haben, haben sicher mitbekommen, der Teletras selber hat viel Reliability-Probleme auch noch gehabt, etc. Aber ja, also Boschung und Teletras sind definitiv aus dem Rennen draussen. Das wird sehr unwahrscheinlich, dass die in die Formel 1 kommen. Wir haben aber noch eine kleine Hoffnung, nämlich der Grégoire Saucy, der kommt, wenn es mich nicht täuscht, von Genf. Ein ganz junger Bursch, der ist 16, 17. Und bei ihm ist es so, Ich glaube, der ist viel älter im Fall. Ich habe gemeint, schon, der ist schon 23. Jetzt ohne Witz. Ich habe er gemeint, sieht auf jeden Fall hure jung aus. Ich bin mir nicht einmal so sicher. Ich bin mir davon ausgegangen, dass er mega, bei mega welchem jung ist. Teamvater? Ich bin gerade am schauen, kann ich das rausfiltern? Nein, musst du vielleicht schnell googlen. Auf jeden Fall, was ich wollte sagen über ihn, es ist eben ein bisschen speziell. Ich weiß nicht mehr, in welchem Team das er fährt, aber er hat ein bisschen Incidents gehabt, ein bisschen Crashes gehabt, Bei ein der bisschen Dreieck gehabt. ART-Vater. ART, also eigentlich wirklich ein sehr gutes Team. Aber erstes Rennen, keine Punkte. 99 hat er mal. 99, ja, gleich alt wie ich in dem Fall. Im zweiten Rennen holt er sich einfach ein Podium. Und nachher wieder in Imola hat er in keinem einzigen Rennen einen Punkt geholt. Ich glaube, aus dem einen ist er ausgeschieden durch einen Crash. Und beim anderen bin ich mir nicht mehr sicher. Aber da ist quasi unsere nächste Hoffnung, sage ich jetzt einmal. Wir müssen jetzt halt auch ein bisschen beobachten, wie er durch die F3 durchgeht. Falls er es in die F2 geschafft. Also ich meine, F3 kommen wir noch viel mal rein. Ich meine, da hast du Namen drin, die du nie mehr wirst hören. Ja, das ist so, ja. F2 kommst du wirklich nicht mehr so einfach rein. Und wenn du dich in der F2 nicht beweisst, in den ersten 2 Jahren, wo du drin fährst, ist es. Und dann hast du nur noch wirklich Leute wie ein Latifi, der halt etwa 3 oder 4 Jahre schon ist auch gefahren. einer. Ist auch 3 Jahre gewesen. Genau, wo dann halt dank dem Cash-Bonus wirklich eigentlich noch Glück gehabt haben. Ein Joe, muss ich zwar sagen, der hat in seiner dritten Saison wirklich eine verdammt gute Saison abgeliefert. Ich glaube, hat er ein bisschen mehr Glück gehabt und hat den Pocher wirklich vom Trönli schießen, hat er es auch geschafft. Aber ja, ich meine, die letzten paar Jahre zeigen es ganz klar, wenn du die ersten 2 Jahre nicht performst, ist es mit Formel 1 Träumen. Kannst du gerade vergessen. Das ist ja so. Ja, es ist, wie gesagt, es ist hure schwierig, einerseits in die Formel 1 zu kommen, weil es halt nur auch 20 Sitze gibt. Die Fahrer, die in der Formel 1 sind, sage ich mal, sind überwiegend gut. Klar gibt es hier und da mal Leute, wo man auch sagt, ja, die müssten eigentlich nicht drin sein. Einer hat schon rausgehen, aber sage jetzt mir, hat dort mehr Politik hat ein bisschen mehr gespielt, als er müssen gehen. Der andere wird wahrscheinlich noch rausgeschmissen, oder da gibt es ja viele Gerüchte. Das kann man auch noch schnell kurz reinschmeißen. Und zwar der Latifi soll ja scheint kurz vor dem Ausstehen bei Williams und der Piastri soll reinspringen. Die Gerüchte verdichten sich immer mehr. Ob das wirklich dann wird passieren, ist die zweite Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass Alpine sagt, okay, wir drücken da jetzt Williams noch einen Batzen rein, dass er fahren kann. Ja, weil sie möchten ihn ja auch in der Formel 1 haben. Piastri hat auf den sozialen Medien auch schon gesagt, dass er mit dem Dings geschnorrt hat. Also es mit dem Jos Capito, ja. spitzt sich immer mehr zu, ja. Ja. Und auch in Miami redet es relativ stark darüber, dass der Alonso zu Aston geht. Boah, das habe ich schon angekündigt, dass das könnte passieren. Das ist krass. Und man redet ja auch immer mehr davon, dass der Vettel wahrscheinlich aufhört. Oder? Also das ist unlogisch, stimmt es nicht. Ja. Ich bin dann einfach gespannt, falls der Lance Stroll wirklich den Schwanz einzieht, was dann passiert. Also Stroll kommt klar weg, oder? Aber wer kommt dann nachher dort rein? Oder wem gebührt die Ehre? Ja, also eben der Dings,
der Lawrence Stroll ist ja immer noch laut eigenen Angaben sehr interessiert an Audi. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass das Team wird an Audi abgeben. Ich denke, das wird auch passieren. Ja. Also ich meine, am Ende des Tages, ein Piastri hat das absolut verdient. Und ich glaube, ein Sitz geht für ihn definitiv aus. Sei es jetzt bei Aston Martin oder bei Williams. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der wird für eines von diesen Teams fahren. Das ist jetzt meine Prediction mal an dieser Stelle. Ja. Ich habe jetzt so gerade noch das Bild gefunden, das ist gerade noch frisch rausgekommen, gerade, dass Red Bull am Unterboden hinten, also kurz vor dem Heckdiffuser, noch eine kleine Kufe hergetan hat, wo das Purposing soll komplett rausnehmen. Die haben ja sicher schon kein Purposing gehabt. Musst du schauen, jetzt haben sie es dann wegen dem. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Wahrscheinlich schon, aber ich habe jetzt gerade noch das Bild gesehen. Mal schauen, ob es etwas bringt. Ja, du, wir sind gespannt. Ja, also ich hatte so eigentlich gar nicht mehr allzu viel darüber zu sagen, über die Schweizer Formel 1-Fahrer. Ich glaube, wir gehen mal zu einem zu etwas, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Ich meine, was meinst du, ist Zeit für einen Prediction, Kasel? Ich glaube, es ist soweit, ja. Ich glaube, es ist soweit. Wir haben uns seit langem wieder mal, vor wir hier auf Schnorren haben, unsere Qualifying und Race Predictions aufgeschrieben. Noch eine wichtige Nebeninfo: Wir haben im Qualifying, also Saturday, sowie auch im Rennen, am Sunday, dann 40%ige Regenwahrscheinlichkeit. Es wird aber ziemlich warm, also 32 Grad Celsius ist etwa erwartet an beiden Tagen. Wir sind mal gespannt, was es noch bedeuten. Aber anhand von dem, ja, wir fangen gerade beim Qualifying an, hätte ich gesagt. Wer siehst du auf Platz Nummer 3? Also ich sage, auf P3 landet der Charles Leclerc. Der Charlie Leclerc, okay. Ich sage der Perez. Okay. P2? P2, denke ich, zaubert der Carlos Sainz eine absolut magische Runde raus, weil ich denke, Red Bull wird absolut dominant sein das Wochenende. Und ich denke, das ist schon klar. Warte. Der Sainz wird P2 und der Red Bull ist dominant. Ja. Okay. Der Zusammenhang ist jetzt gerade ein bisschen, hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht, darum war es sehr verwirrt gerade. Ja, mal schon. Nein, oder was ich sage, ist, dass Sainz zaubert eine absolut magische Runde raus und drückt sich wegen dem zwischen die beiden Red Bulls. Und dann ist auch schon klar, wer auf P1 ist. Aber glaubst du, dass einfach Red Bull eine gute Quali-Pace wird haben, aber dafür eine schlechtere Rennpace? Oder glaubst du, dass sie eine gute Rennpace werden haben? Red Bull? Ich glaube, ihre Rennpace wird nicht schlecht sein. Glaubst du, Ferrari wird bessere Rennpace haben? Nein. Okay, gut. Da sind wir auf einer Wellenlänge in Miami, finde ich. Ausnahmsweise. Ja. Also bei mir ist es so, ich sage auf P2 sehe ich den Max Verstappen und P1 sage ich den Sergio Perez. Ja, also habe ich auch daran umstudiert, weil ich glaube, das ist eine Strecke, die ihm gut liegen könnte. Ja, das Sainz habe ich nicht mehr drin, der hat mich enttäuscht in den letzten paar Runden, darum habe ich ihn rausgenommen. Jetzt ist Leclerc doch besser. Ja, wie gesagt, Leclerc ist ein guter Fahrer. Ja. Ja, anyway, Verstappen, Sainz, Perez für mich und Leclerc. Verstappen. Nein, Perez, Verstappen, Leclerc für dich. So, mein Gott, genau. Hey, hallo. Hure schlimm. Also, dann im Rennen. Genau, wir starten mit P10. Ganz genau. Ladies first, come on. Ladies first, Ocon, okay. Ja, der Vettel aufgeschrieben. Ja, passt. Also denke ich mal der einzige Punkt, wo Aston Martin das Wochenende holt, oder? Ja. Ja, besser ist. Stroll DNF. Ja. Kollision mit Latifi. Ja, denke ich auch. Ja, ein Team, das in meinen Augen noch wenig Punkte wird holen, aber Punkte wird holen, ist in meinen Augen McLaren mit dem Norris auf P9. Okay. Spannend. Ja, der Lewis Hamilton. Ui. Mensch, ist es immer noch. Sieht es immer noch feister aus. Okay. Ah, das ist eine klare Ansage. Und darum nehme ich auch gerade auf P8 Teamkollege. Okay. Also bei mir. Ja, das ist deftig. Bei mir auf P8 habe ich meine Überraschung vom Jahr, der Bottas.
Okay, dann habe ich einen Ähm, Platz weiter vorne. Okay. Auf P7. Ich denke aber auch, dass es dort wieder ein Battle wird geben zwischen diesen beiden. Warte, jetzt fällt mir gerade auf. Habe ich da Ich glaube, der Fehler Bottas gemacht? kriegt seine Revenge von Imola mit dem Russell, weil er Ja. nicht vorbeigekommen ist am letzten Rennen und jetzt kommt er vorbei und endet es auf P7 dann. Nein, schau jetzt, ich habe schon gedacht, ich habe irgendeinen Bock geschossen. Ich habe mir nämlich nur 8 Fahrer aufgeschrieben, weil ich habe eigentlich... Ich habe gedacht, irgendetwas stimmt nicht. Excuse, ich muss da kurz korrigieren. Aber Ocon, P10 und Dings, das stimmt. Wie kann man auf jeden Fall. wie kann man bei 10, also bei den Top 10 nur 8 Fahrer aufschreiben? Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich beim Überkopieren, wo ich da den Lachflash hatte, weil ich habe Lechammer ausgeschrieben. Anstatt Leclerc, Hamilton, Russell, habe ich das durcheinander gemacht. Auf jeden Fall habe ich eben hinter dem Bottas. So, jetzt macht es langsam wieder ein bisschen mehr Sinn. Ja, jetzt weiss ich wieder, wie ich es hatte. Und zwar so und so. Also wir sind ganz anderer Meinung. So, also Ocon P10, Norris P9, Joe P8. Okay. Guan Yu Zhou P8. Ich sage, er holt seine nächsten Punkte. Und auf P7 der Alonso. Okay, aber dort habe ich den Bottas. Okay, weil ich denke nämlich, dass Alpine wirklich, ich meine, die sind in Saudi-Arabien stark gewesen. Ich denke, die werden es so auch wieder sein. Und der Bottas, das ist eigentlich mein eigentlicher Grund gewesen, wieso ich noch auf P6 da habe. Das ist für mich der ewige 6. Fahrer in dieser Saison. Der hat schon so viel im Qualifying und im Rennen auf P6 gefinisht. Ich sage, er macht es wieder. Okay, gut, letztes Mal ist er P5, oder, glaube ich. Das stimmt. Ich sage auf P6 der Viking. Der Viking, da habe ich mir eben noch überlegt, ihn dazu. Und zwar meine These, ein guter Start. Dann nachher sage ich, dass der Russell aber im Magnussen nicht nachher mag. Magnussen aber dann nachher eine gute Rennpace hat und gegen Ende vom Rennen aber hure langsam wird und einfach blockt wie Hölle, dass niemand vorbeikommt und so P6 bleibt. So gut, so gut. Ja, das ist mal eine Prediction an dieser Stelle. Ich habe auch sehr eine spicy Prediction, die ich noch nicht ganz wird erklären. Und zwar ist bei mir auf P5 der Leclerc. P6, wer steht da? Hast du noch nicht gesagt? Oh, Bottas. Ah, Bottas. Ah, ja, stimmt, Ja. sorry. Ja. Genau, P5 hast du gesagt, sorry? Leclerc. Leclerc. Okay. Mhm. Ah, okay. Ja, gut, es verwundert mich nicht als Red Bull-Fan. Bei mir ist P5 ist das Warte ab. P5 der Science? Ja. Oh mein Gott, wir haben ganz andere Expectations von Ja. dem Boy. Holy shit. Also für mich ist auf Platz auf Platz 4 und 3, also ich weiß nicht, was ich momentan am Lesen bin. Platz 4 und 3 sehe ich ein Podium für einen Ham. Und zwar Hamilton P3, Russell P4. Okay. Ich denke, der Hamilton kommt aus seinem Loch raus und ich denke, dass das grosse Update-Package, das Mercedes bringt, es wirkt wirklich wie eine neue Philosophie. Effektiv das wird er bringen, was sie brauchen. Okay. Also ich sage auf P4 der Lando Norris. Und jetzt kommt sicher Danny Rick auf P3. Auf P3 sage ich der Sergio Perez. Okay. Was meinst du, wer schafft es auf P2? Was denkst du? Ich sage auf P2 Carlos Sainz. Okay. Okay, und der, der für Step gewinnt, he? Nach deiner Prediction. Ich wollte zuerst deine P2 hören. Charles Leclerc. Charles Leclerc Ja. auf P2. Wer gewinnt in deinen Augen? Verstappen. Verstappen? Ja, sage ich. Sehe ich nicht so. Ich sage, der Sergio Perez gewinnt. Ah, das hast du noch nicht gesagt, stimmt. Aha. Okay. Und Und Verstappen die nicht, oder Die was? Aufmerksamen haben vielleicht gemerkt, dass ich den Leclerc auf P5 da habe, oder? Ich denke nämlich, dass wir das Rennen, das Wochenende, Eskaliert. werden wir zum ersten Mal richtig die absolute Eskalation haben. Ich sage, Gott. es gibt einen Crash zwischen dem Leclerc und dem Verstappen. Netflix schon Verstappen 3 Buch am DNF. Schreiben. Jawohl, ganz genau. Und ich sage, der Leclerc muss den Frontflügel wechseln. Nachdem sie DRS-Checken gemacht haben und der Leclerc im Verstappen wieder hinten reingefahren ist. Aber das Mal hat der Wieder? Verstappen einen terminalen Schaden. Ja. Die sind ja nie ineinander gefahren.
Du meinst den Hamilton in Nein, Verstappen? also ich sage, wir haben wieder DRS-Chicken. Ach so, meinst du? Ja, aber du hast gesagt, kein wieder reingefahren ist, darum. Ja, nein, das habe ich ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber ich sage, wir haben wieder DRS-Chicken, Leclerc fährt in Verstappen hinten rein. Okay. Verstappen crasht raus, Leclerc muss den Frontflügel wechseln und schafft es, weil er so einen riesen Vorsprung hat, trotzdem auf P5. Crazy, Alter. Gewagt. Aber hey, wenn das so wird passieren, ich würde so ins Loch gehen. Ja, ich auch. Hey, jedes Mal, wenn Perez gewinnt, wirklich der Gumpi aus dem Häuschen, Mann. Ich liebe den Moment. So gut. Ja, sind wir mal gespannt, was wird alles passieren in, jetzt hätte ich fast Mexiko gesagt im Fall, aber es ist mir schon auf der Zunge gelegen. Nein, in Miami natürlich. Eben nicht nur viel Spektakel um die Strecke herum, sondern auch hoffentlich dann auf der Strecke. Wir werden es sehen am Sonntag. Ich weiß gar nicht, wann startet das Rennen? Du hast vorhin noch so Daten durchgesagt. Ich glaube, es ist am 7. Kann das sein? Das suche ich dir gerade schnell raus. Du kannst sonst gerne mit der Abmod weitermachen oder du kannst noch über das Fake-Wasser reden, wenn du Lust hast. Das ist auch noch lustig. Ja, das Fake-Wasser. Hey, hast du das mitbekommen, was WTF 1 gesagt hat? Was hast du gesagt? Sie erwarten von Ferrari, dass sie den Giovinazzi übers Wasser laufen mit offenen Haaren. Oh hey, mein das Gott! so geil! Alter, das wäre das Meme vom Das Jahr. wäre so geil! Das wäre das Meme vom Jahr. Holy shit. Stell dir vor, Mann! Das ist ja Der genial. Italian Jesus läuft übers Fake-Wasser rein, Mann. Das ist wirklich genial. Hey, weil er ist in Miami, weißt du, Ersatzfahrer und sie haben ja kein Formula E-Wochenende jetzt. Und er ist dort. Stimmt. Er ist dort. Also sie könnten es machen. Oh mein Gott. Hey, das wäre so geil. Das wäre genial. Das wäre wirklich genial. Aber ja, Dings, du hast noch wegen der Zeiten gefragt. Genau. Training interessiert uns ja nicht, also nicht unbedingt. Qualifying am 11. Zoben. Nein, 10 bis 11, genau. Okay. Und das Rennen 10:30 bis 11:30. Okay. Also relativ spät ist das Rennen. Da Wochenende. Also ja, sagen wir okay. Es gibt auch spätere Rennen. Also vor allem dann, oder sagen wir frühere Rennen. Wenn es am Morgen frisch ist. Ja, stimmt. Ja. Aber ja, das wäre es mal so wie gewesen, von dieser Episode vom Unsafe Release. Wir beklagen uns über frühe Rennen, während die in Australien das jedes Wochenende machen. Aber ja, du lebst auch nicht dort unten. Ja, das wäre es mit dieser Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns recht herzlich bei euch, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Das mal ein bisschen kürzere Folge, ausnahmsweise. Aber trotzdem recht viele Informationen drin gehabt. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet bei der nächsten Episode vom Unsafe Release.